Hey Siri. Wann kommt eine neue Folge SRF Kindernews raus? Okay, das habe ich online zu. Wenn Hunde neue Folge Restaurant China News Hause gefunden. Schau mal. Immer das Gleiche. Wenn man Schweizerdeutsch redet, so wie mir, ist das einmal relativ schwierig, so mit den Sprachassistenten irgendetwas Schlaues zu finden. Das soll sich aber im Fall bald ändern. Also Forscherinnen und Forscher sind dran, diesen Sprachassistenten Schweizerdeutsch beizubringen. Und wie sie das machen, das erfährst du jetzt in deinen SRF Kindernews. Hi und willkommen zu deinen SRF Kindernews. Du hast es ja vorher gesehen, ich und Sprachassistenten, wir sind nicht wirklich Freunde. Also wir verstehen uns halt einfach wortwörtlich nicht. Das soll sich aber dank einem Schweizer Forschungsteam bald ändern und du kannst sogar mithelfen, wie das siehst im Beitrag. Hey Siri, sag mal Kochikästli. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wieso verstehst du nicht? Hey Siri, hast du schon mal ein Himmelgügeli gesehen? Tut mir leid, aber ich kann Hayes nicht in deinen Kontakten finden. So Sprachassistenten wie Siri oder Google Assistant haben mit Schweizerdeutsch noch ziemlich Mühe. Das liegt daran, dass die Systeme bis jetzt noch nicht dafür programmiert worden sind, um Schweizerdeutsch zu verstehen. Die Forscherinnen und Forscher wollen das jetzt ändern und haben darum ein Projekt gestartet. Sie wollen ganz viele schweizerdeutsche Sätze sammeln und in einer grossen Datenbank speichern. Damit unsere Smartphones nämlich Schweizerdeutsch lernen können, braucht es zuerst einmal ganz viele schweizerdeutsche Sprachaufnahmen. Das braucht typischerweise Hunderte, wenn nicht Tausende von Stunden tatsächlich. Und unser Ziel sind 2000 Stunden aus allen Kantonen, allen Dialekten, aus jedem Tal. Jede und jeder, der will, kann online mithelfen. Auf der Webseite des Forschungsprojekts zeigt es kurze hochdeutsche Sätze an. Die muss man dann einfach in eigenen Dialekt übersetzen und mit dem Mikrofon aufnehmen. Wenn ganz viele Leute mitmachen und in ihrem Dialekt so Sätze aufnehmen, lernt das System immer besser Schweizerdeutsch. Die Forscherinnen und Forscher hoffen, dass dank diesen vielen Daten bald auch unsere Smartphones Schweizerdeutsch verstehen. Bis das aber soweit ist, wird es wahrscheinlich noch das eine oder das andere Missverständnis geben. Hey Siri, weißt du, was Lausjacke ist? Okay, die Medienwiedergabe ist jetzt lauter. Aber weißt du, was... egal. Selber ein paar Sätze aufnehmen und bei diesem Forschungsprojekt mitmachen, das kannst du unter www.dialektsammlung.ch. Vor kurzem ist in Norditalien ein schreckliches Unglück mit einem Seilbähnchen passiert. Eine Gondel ist runtergefallen und dabei sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Untersuchungen hat man festgestellt, dass ein paar der Bähnchenbetreiber mitschuldig sind, das, weil sie einen Schaden nicht gemolden haben. Aus diesem Grund kann man von einem Einzelfall ausgehen und du musst grundsätzlich keine Angst haben, wenn du das nächste Mal in ein Seilbähnchen einsteigst. Das Seilbähnchen in Adliswil im Kanton Zürich fährt im 15-Minuten-Takt den Berg darauf und durchab. Angst haben müsse da niemand, sagt Patrick Joss, der Leiter der Bahn. Die Seilbahnen hier bei uns in der Schweiz die werden regelmäßig kontrolliert und gewartet. Dort wird alles geprüft, ob alles in Ordnung ist, ob nichts kaputt ist, ob alle Teile noch funktionieren, sodass es auch ohne Störung die Bahn laufen kann. Die Sicherheit steht an oberster Stelle, vor allem bei den Seilen. Man sieht auch gut, wie dick die Seile gemacht sind, also so dick wie mein Arm oder sogar noch mehr. Die Sicherheit von dem Seil ist etwa 7-mal so groß, wie es muss sein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Seil reissen kann, ist sehr klein, also ist fast unmöglich. Im Kommandoraum wird die Seilbahn automatisch überwacht. Wir haben einen Bildschirm da auch in der Mitte, wo wir sehen, wie schnell die Kabine fährt, wo das sie jetzt gerade ist. Es zeigt sogar an, wie viel Wind das es hat auf der Strecke. Wenn eine Störung da ist, zeigt es uns auch an, was das der Grund ist für die Störung und was das wir machen müssen, um die Störung zu beheben. Etwas vom Wichtigsten an der Seilbahn ist die sogenannte Fangbremse. Die Fangbremse ist da. Das sind die 2 Backen da.
die bremsen aufs Tragseil, sodass nachher die Kabine zum Stillstand kommt und stoppen. Stoppen muss sie zum Glück nur sehr selten. Wenn jetzt etwas nicht gut ist während der Fahrt, dann gibt es einfach einen Nothalt. Die Kabine anhalten. Und wenn die Kabine angehalten ist und sich nicht mehr bewegt, dann kann auch nichts mehr passieren. Und dann fährt sie erst wieder weiter, wenn die Störung behoben ist oder das Teil geflickt ist, und dann ist auch wieder alles sicher. Was passiert, wenn sich die Kabine mal wirklich gar nicht mehr bewegt, siehst du bei dieser Übung. Die Passagiere werden dann evakuiert und einzeln in Sicherheit gebracht. Die Schweizer Regierung die ist im letzten Jahr so oft im Rampenlicht gestanden wie noch selten. Wegen Corona mussten sie mega viele Entscheidungen fällen und der Bundesrat Alain Berset, der kennt mittlerweile jedes Kind. Aber für was unsere Regierung eigentlich zuständig ist und was sie im Vergleich zu anderen Ländern so besonders macht, das erfährst du jetzt. In der Schweiz besteht die Regierung aus 7 Personen, dem sogenannten Bundesrat. Die Bundesräte und Bundesrätinnen haben ihren Sitz im Bundeshaus in Bern und schlagen unter anderem neue Gesetze vor, setzen die Entscheidungen des Parlaments und des Volkes um und vertreten die Schweiz im Ausland. Der Bundesrat ist aber auch verantwortlich für die Sicherheit der Schweiz und kann im Notfall die Armee aufbieten. Jede Bundesrätin und jeder Bundesrat leitet außerdem ein Departement. Die Departemente haben unterschiedliche Aufgaben und sind zum Beispiel verantwortlich für den Verkehr, das Gesundheitswesen, das Militär oder die Wirtschaft. In vielen Ländern hat das Staatsoberhaupt die ganze Macht und kann alleine bestimmen. In der Schweiz ist das nicht so. Die Bürger und Bürgerinnen können mitbestimmen durch Wahlen oder Abstimmungen. Das nennt man direkte Demokratie. Auch von den 7 Bundesräten und Bundesrätinnen darf nicht einer oder eine alleine entscheiden. Sie stimmen zusammen ab und geben ihren Entscheid der Öffentlichkeit bekannt. Und wenn ein Bundesrat oder eine Bundesrätin mal anderer Meinung ist, muss er oder sie trotzdem die Meinung der Mehrheit vertreten. Das nennt man Kollegialitätsprinzip. Jede Bundesrätin und jeder Bundesrat wird für eine Dauer von 4 Jahren gewählt und kann danach wiedergewählt oder abgewählt werden. Außerdem wird jedes Jahr ein anderes Mitglied des Bundesrates zum Bundespräsidenten oder zur Bundespräsidentin gewählt. Dieser oder diese vertritt den Bundesrat bei wichtigen Verhandlungen, leitet die Sitzungen und entscheidet bei strittigen Fragen. Der Bundesrat wird vom National- und Ständerat gewählt, die zusammen die Vereinigte Bundesversammlung bilden. Bei den Wahlen achtet die Bundesversammlung darauf, dass alle Sprachregionen und die größten politischen Parteien der Schweiz angemessen vertreten sind. Dieses System nennt man Konkordanz. Es sorgt dafür, dass möglichst viele Meinungen in der Regierung vertreten sind und niemand überhört wird oder zu viel Macht hat. Zum Schluss da haben wir für dich noch Good News aus der Tierwelt. 100 Jahre lang hat man gemeint, dass die Riesenschildkröte Chelenoidis fantasticus auf den Galapagos-Inseln ausgestorben ist. Vor 2 Jahren haben Forscherinnen und Forscher das weibliche Exemplar entdeckt und jetzt bestätigt, dass es sich dabei wirklich um diese Art handelt und sie also gar nicht ausgestorben ist. Ein Team macht sich im Herbst auf die Suche, um hoffentlich noch mehr von dieser Schildkrötenart zu finden. So viel von deinen SRF Kindernews für heute. Abonnier doch unseren YouTube-Kanal SRF Kids, dann weisst du, was in der Schweiz und auf der Welt so läuft. In dem Sinne, bleib informiert und bis zum nächsten Mal.